wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich. Hi. Ah Gott, ja, ich habe schon geschrieben, wir bauen unser Hotel. Ähm, indirekt stimmt's ja auch. Machen wir perfekt. Indirekt stimmt's ja auch. Haben wir so einen komischen viereckigen Kasten ja schon angefangen. Wird natürlich nicht so bleiben. Aber ich würde sagen, wir machen einfach gleich direkt mal weiter, oder? Mal jetzt ein bisschen was reißen. Wie machen wir die Fenster? Oder machen wir erstmal Decke drauf? Machen wir mal Decke drauf. Natürlich nichts dabei. Decke. Auch in dem dunklen Holz eventuell. Hm. Müssen wir gucken. Was haben wir an Holz eigentlich effektiv? Hat nicht mehr so viel tatsächlich. Wir könnten Slabs hernehmen. Haben wir hier auch gemacht. Wir haben eigentlich 3 hoch und der vierte ist dann. Ja, gut. Wir haben es unten gemacht. Ich glaube, wir haben volle Dinge genommen, oder? Volle Blöcke. Ja. Hm. Ich glaube, mit Slabs wäre es nice. Man könnte ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Indem man einfach ab und zu am Rand entlang ein paar Blöcke setzt. Frage, welche Höhe. Nur als Beispiel jetzt mal. Ich meine, hier wäre quasi da, also so. Oder wirklich so. Eigentlich dämlich, ne? Unten, wo man den Teppich drauflegen könnte, da habe ich das Dunkelholz genommen und oben nehme ich dann das helle. Man könnte teilweise den Rand weggrabbeln am einer Baustellen, müssen wir dann teilweise sogar machen. Da haben wir ein Bett hier. Allerdings, die können wir auch mal da irgendwo hinwerkeln. Die Workbench. Machen wir so. Nehmen wir mal die. Die können wir ab und zu da setzen dann. Hören wir kurz. Oder Penen. Quasi, gut, die Decke andererseits ist ja fast wurscht. Gut, herum schaut halt dann komisch aus. Aber ja, mal schauen, wie das ausschaut. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Aktuell sind das einzige Spawn. Ach Gott. Einzige Spawn-Bereiche dann quasi, wo die ernsthaft. Oh mein Gott. Das kann eine Zeit dauern. Wenn hier unten ist es relativ dunkel, obwohl es vielleicht schaut das gar nicht aus. Vielleicht kann man es integrieren. Hat auch wieder irgendwas. Oder wir legen hier wirklich noch einen Fußboden drauf. Teppich können wir immer noch hinlegen. Vielleicht machen wir da herum einzelne Räume, ich weiß nicht genau. Jetzt machen wir dazu. Dann rennt es uns schon immer rein. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal her und machen wir die wie heißen? Die Fenster rein. Mindestens mal, dass grob außen noch was gleich schaut. Grob zumindest einmal. Ist ja, wie gesagt, alles noch im Aufbau. Ganz langsam.
Die brauchen wir noch. Das wollte ich nicht. Ich muss eigentlich da mal durchziehen komplett. Müssen wir gleich mal ausleuchten da drin. Sonst spawnen uns hier drin 5000 Viecher. Das wollen wir natürlich eher weniger, sage ich jetzt mal. Machen wir jetzt ja gleich, indem wir da zumindest eine Fackel reinstellen. Ich lasse mal die Türen offen. Ausgeleuchtet haben. Ne, mit dir. Die Türen bleiben ja auch nicht. Ist ja wirklich nur, dass das jetzt aktuell mal. Ja gut, Lager, ja gut, machen wir auch mal so. Aktuell überhaupt eine Tür drin ist. Wir uns anschauen können, was die schönste Tür ist dann für den Bereich. So, da la. Und dann auch alles Standard Minecraft. Dann. Mal da. 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 Und zwischen den Türen jeweils eine Fackel. Ja, wir haben das grobe mal abdeckt, hätte ich gesagt. Da ist da nichts mehr rein. Haben wir noch eines, okay. Da ist nichts mehr rein spawnt hier. Die haben wir auch noch. Aber ich habe eine grobe Vorstellung, wie es ausschauen soll. Ähnliche grobe Vorstellung, wie ich hier hatte. Habe es dann während dem Bau 3-4 Mal umgerissen. Und ich mag die. Es soll nicht grad bleiben, es muss schon irgendwie, keine Ahnung, was wir machen. Gewisse Tiefe drin sein in dem Haus. Das lassen wir mal so. Hier kommen wir hoch, oder? Machen wir so. So geht es auf jeden Fall, oder? Ja, passt perfekt. Die meiste Zeit klappt's. Aber nicht immer. Oder gar nicht, könnte man auch sagen, aber es passt schon. Gut, eine Pinöpel holen wir uns noch. Pinöpel! Das glaube ich passt schon soweit. Es ist relativ dunkel, ich mag es aber eigentlich so tatsächlich. Brauchen einfach mal ein paar. Machen wir auch noch. So 200, 300. Nicht so schlimm ist es nicht, aber es sind schon ein paar. Wir das einmal einigermaßen abdeckt haben hier. Das wollte ich nicht. Aber wieder von der anderen Seite durchziehen. Das müsste eigentlich schon passen. Erst ab und zu. Viel. Ab und zu.
Gänge sind zu. Gott. Weißt du was? Brauchen wir eh noch öfter. Bin mir ziemlich sicher. Haben wir noch welche? Auf die reichen jetzt einigermaßen. Ja, voll. Naja. Wird lieber noch abwehren. Keinzi, Martin, Haber.de. Servus. Chat ist aktuell, glaube ich, nicht vorhanden momentan. Bin nervös, weil Martin zuschaut. Treffe ich nicht mehr. Willst du Runden mitmachen, Max? Martin? Runde Minecraft. Jetzt schaue ich da mal ein bisschen zu, aber das ganze Thema Minecraft habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Da gibt es nichts zum Verstehen eigentlich. Das ist gleich wie Animal Crossing oder sowas. Das, wenn man nicht mag, dann wird es schwierig. Also das ist halt, ich spiele jetzt Vanilla aktuell, also sprich die absolute Standardversion, die 1.16.5 ist zwar die aktuellste, aber ich meine, du baust halt quasi einfach so vor dich hin. Wir haben ein Dorf dran, mit Villagern auch quasi, mit denen man dann auch traden kann und so Zeug. Im Endeffekt ist es ein ganz großes, ich will jetzt nicht sagen RPG, so Schmarrn. Die Villager können zwar bestimmte Jobs annehmen, sage ich jetzt mal, in denen du dann bestimmt handeln kannst da wieder und Zeug kriegst. Kannst da in Höhlen gehen, gibt auch teilweise Dungeons, gibt da größere Gegner, die man beschwören kann, sage ich jetzt mal. Äh, Zwischendurch gibt es auch die bösen Dorfbewohner, sage ich jetzt mal, die dann angreifen, die dann raiden und so Zeug. Wird immer mehr. Jetzt kommt noch ein ganz großes Höhlen-Update noch. Aber in erster Linie dreht sich doch immer noch ums Bauen, sage ich jetzt mal. Oder ums Modding. Wir sind jetzt hier komplett ohne Mods, deswegen verbaue ich mich ja die ganze Zeit. Gleich zum Beispiel auch quasi Mods, dass sowas hier nicht passiert, dass ich mich dann einfach verklicke. Aber ich sag mal, das gefällt dir oder gefällt mir nicht. Wenn du nicht gern baust und nicht gern irgendwas ja, einrichtest, sag ich jetzt mal, dann schwierig. Du musst ausleuchten, ein bisschen auch, weil sonst spawnen Monster. Die kommen also in der Nacht dann gleich. Können wir auch mal kurz abwarten. Wenn du wirst wahrscheinlich einen Großteil von Minecraft kennen, denke ich mal. Ich habe keine Fackels mehr. Gleich wiederholen. Ich warte jetzt extra, bis es dunkel wird. Dann baust du zum Beispiel jetzt so ein Haus. Hat das einen Sinn oder ist es nur zum Beispiel? Das tatsächlich hat indirekt Sinn. Also, das Haus hier quasi ist unser Haupthaus. Einfach nur mal, dass wir halt einfach unser Zeug ein bisschen, ist jetzt ja nicht schön eingerichtet, einfach, dass wir unser Zeug ein bisschen unterbringen. Jetzt geht auch schlafen. Das andere Haus, das große, ist jetzt einfach, ja, es ist zum Spaß. Indirekt, aber ich baue es quasi auch zum Beispiel, weil es gibt also, Moment, ich zeige das mal. Das sind die Villager. Die wohnen in so kleine Häuser, die Dörfer spawnen normalerweise. Wir haben das hier komplett aufgebaut, also wieder verschönert, weil oftmals spawnt das ziemlich random, das Zeug, und leider ziemlich verkrüppelt oftmals. Deshalb ist der Creeper, das Ding explodieren. Sind ziemlich kotzig. Reißen in die Landschaft Löcher rein, wenn sie explodieren. Die sind nicht gleich tot.
Ähm, okay, der schaut schon mal rein. Zum Beispiel, jetzt, wenn ich anklicke, kannst du jetzt 10 Kohlige und Emerald und Smaragd tauschen. Und den dann wieder durch andere. Je mehr ich den hochlevel, desto mehr wird der, tradet der mit mir quasi, oder desto bessere Sachen hat er dann quasi auch. Das ist eine. Auch verzauberte Sachen, die man dann quasi erst später kriegt oder so Zeug. Das Dorf hier kann geradet werden. Erst einmal kommen nachts Zombies, die quasi die Dinger angreifen und die dann eventuell, wenn sie es erwischen, auch zu Zombies machen. Das sind so Golems, die quasi das Dorf beschützen. Und es gibt auch sogenannte böse Dorfbewohner, also die da quasi in Grau, sage ich jetzt mal, die heißen dann Illager. Und die wiederum, da gibt es einen, der hat einen Banner hinten drauf. Bringe ich den um, habe ich einen Debuff. Renne ich mit dem Debuff in die Nähe von einem Dorf, wird das Dorf geradet zum Beispiel. Und die hauen halt wirklich alles zusammen. Die haben so riesen Viecher dabei, die machen die Häuser platt, die bringen die Dorfbewohner um, das Ding ist tot danach. Drum habe ich jetzt mal vor, dass man so, jetzt sage, lass den nicht abschrecken von den 4 gegen Kasten aktuell. Das hat alles vorher so ausgeschaut. Also das habe ich nicht gebaut, da das Zeug, das war schon da. Also wird schon noch schöner. Allerdings hätte ich jetzt quasi vor, dass ich hier so eine Art Hotel baue, sage ich jetzt mal, mit einzelnen Zimmern, wo ich dann die Dorfbewohner einquartiere, ein paar zumindest, vor jedem einen oder zwei. Ähm, wo man es, weil man kann es auch vermehren, glaube ich, habe ich aber noch nicht gemacht. Da brauche ich es nicht platt machen. Das kann ich auch so machen. Also ich persönlich kann in jedes Dorf reingehen und kann denen das alles wegzupfen, was die haben. Theoretisch, das ist wurscht. Also die Golems kann ich angreifen, die hauen mich halt dann. Weil die zum Beispiel ist es jetzt wurscht, ob das mein Dorf ist oder nicht. Da waren noch 2, 3 so Villager haben wir noch gehabt, da haben wir das Dorf wieder komplett aufgebaut, dann haben sie der wieder vermehrt. Zwischendurch haben wir glaube ich auch 3 Golems oder 4. Aber ich kann jetzt zum Beispiel in ein anderes Dorf rennen und kann das theoretisch, ich brauche es nicht mal platt machen, ich kann einfach in die Häuser reingehen und kann die Kisten ausräumen. Aktuell spiele ich, also es ist ein Server, aber aktuell spiele ich allein drauf, ja. Server nur deswegen, weil er einfach 24/7 läuft dann und eben sich dann sowas auch aufbaut, wenn ich nicht online bin. Die vermehren sich dann quasi auch in der Zeit, wo ich nicht da bin. Darum sind die ja schon wieder alle da, sonst hätte ich noch 3 oder 4 Stück vielleicht. Ähm, aber es wäre bis zu 10 Leute, glaube ich, möglich. Hier, auf den aktuellen Server. Moment, ich brauche. Okay. Was ich vergesse, gibt zwischenzeitlich auch, es gibt zum Beispiel das End, da ist dann der Ender Dragon, den man bekämpfen kann. Ein Nether gibt's, kann er da eigentlich mal kurz zeigen, Moment mal. So eine riesen Hölle quasi, sag ich jetzt mal. Auch mit verschiedenen Gegnern. Zwischendurch mit einem riesen Update, Moment, genau, solche Banners unheilvolle Banner quasi haben die noch hinten dran. Geh mal kurz in den Nether, dass du es siehst. Kann er da zeigen, warum nicht. Da muss man quasi dann wieder Obsidian abbauen. Da braucht man Diamantspitzhacke dazu, also es dauert dann ein bisschen, bis man das kriegt. Damit hier runter. Hier wäre Verzauberungstische, können wir Bücherregale rumbauen, dann werden die Verzauberungen besser. Und hier zum Beispiel haben wir das Netherportal. Habe ich auch selber hinbaut. Und jetzt sind wir im Nether, also quasi in der Hölle. Hier gibt es die Piglings, das sind die Dinger. Die sind eigentlich lieb, die Zombie-Teile. Greife ich einen an, gehen die alle auf mich. Also schwieriger, sag ich jetzt mal. Dann gibt es die gleichen in komplett ohne das Skelett. Die greifen mich an, solange ich kein Gold anhab, glaube ich. Die Lava Strider gibt es noch, mit denen kann ich übers Lava drüber. Hinten sind so Magma Cubes, das sind auch Gegner quasi. In Lava bin ich sofort tot. Und meine Items sind auch weg quasi. Wenn ich verbrenne. Ja, gibt es quasi Riesenbiome, sage ich jetzt einfach mal, so als Beispiel. So ein riesen Unterwasserding, Höhlending. Höllending, so kann man eigentlich sagen. Gibt da Festungen, wo dann so Wither-Skelette und Zeug, die quasi dann irgendwie wieder debuffen, gibt's auch. Habe ich jetzt aber aktuell da jetzt noch keins gefunden. Ich bin noch recht viel rumgerannt, weil man verläuft sich jetzt ziemlich schnell.
Zwischendurch gibt es eine komplette Unterwasserwelt, also mit Drowned, also quasi mit ertrunkenen Zombies quasi, die dann angreifen. Mit Delfinen, die dir dann quasi einen Buff geben, dass du schneller schwimmst, mit allem Scheißdreck, also so Unterwasser-Tempel, die dann quasi auch, gut, die gibt es schon ewig lang, wo dann quasi so eine Art Bosse drin sind, wo man dann quasi das Wasser raussaugen muss erst oder Potions braucht, dass man quasi Unterwasseratmung hat und lauter so Zeug. Also es gibt mehr Möglichkeiten. Aber zum Beispiel Drowned gibt es zum Beispiel dann auch welche mit Dreizack, die dich, oder du einen Dreizack kriegen kannst von denen. Also es gibt so viele Möglichkeiten zwischenzeitlich. Und jetzt aktuell kommt dann mit dem nächsten Update wie heißt, ich glaube, Höhlen-Update. Da werden dann quasi die Berge, die Riesendinger, oder kriegen auch riesig und also Höhlen gibt es ja, es gibt auch Minenschächte und lauter so Zeug, wo quasi unter der Erde quasi rumrennt, Gegner besiegt, Eisen sammelt, so Zeug. Erze sammelt allgemein. Und dann halt auch unter anderem in großen Höhlen quasi auch Zeug drin ist. Und man dann findet jetzt auch nicht genau, gibt dann wieder neue Gegner, glaube ich, neue Mobs, also das Ganze kannst du quasi bis zur Unkenntlichkeit modden. Also es gibt ein paar richtig geile Mods, zum Beispiel Astral Sorcery war so ein Fall, wo man quasi mit in der Nacht die ganzen Sternendinger craften kann und alles Mögliche dann quasi verbessern, infusen, was ich was für ein Scheiß. Evilcraft gibt, wo man dann quasi Portale in andere Welten macht und mit Necronomicon rumspielt. Dann gibt es Blood Magic, wo man dann quasi Gegner opfern muss, um Rituale durchzuführen, also Zeug. Also es Ender.io, wo man dann alles automatisieren kann, wie bei Factorio, wie heißt der Factorio bei Satisfactory zum Beispiel. Das kannst hier mit den richtigen Mods auch genauso bunt treiben, sage ich jetzt mal. Nachteil natürlich, je mehr Mods drauf sind, desto mehr Performance frisst das Ding natürlich. Also Modpack würde ich auch noch spielen, vielleicht ist dann vielleicht Mighty dabei, muss man mal schauen. Wir haben schon mal geredet vor einiger Zeit. Wenn es mal passt. Wäre ja da, glaube ich, schon dabei gewesen, hätte ich gesagt. Aber ich wollte erst einmal ja, ein bisschen Solo anfangen damit. Und ja genau, das muss man mal schauen, was ich dann so nach und nach das Zeug ein wenig ausschmückt, dekoriert, ausleuchtet richtig. So eine Höhe haben wir jetzt da die Ding da. Na gut, warum nicht, gell? Fenster. Ja, die sind momentan komplett mit Path of Exile. Weiß ich, da ist irgendeine neue Season angegangen und seitdem nicht mehr existent quasi. Das weiß ich schon. Leben aktuell gerade für das Spiel, das weiß ich. Das ist quasi halt die Frage, man kann jetzt wieder wirklich, zum Beispiel jetzt hier, gibt dann auch Mods zum Beispiel, dass es quasi hier themeless ist, dass man quasi eine große Glasscheibe hat. Lauter so Zeug. Also es ist wirklich bis ein modbar bis zur Unkenntlichkeit. Nochmal eine Frage. Was gefällt dir am besser? Weil es sind einzelne Zimmer da. Okay, vielleicht ist hier schlecht zum Zeigen. Weil falsche Seite, aber ich meine, normal wäre es ja um eins, wäre die Erde da weg. Fensterfront, die da? Okay. Okay, muss man das Fenster machen. Ich meine, den Turm da habe ich auch nur gebaut, weil ich einen Turm bauen wollte. Ende. Und
weil ich ein bisschen rumprobieren wollte. Ist ja gar nicht so leicht, wenn man da, weil man kann ja nicht wirklich, also man kann hier in dem Modus, in dem Survival-Modus nicht fliegen. Im Creative kann man fliegen, wenn man mag, dann hat man auch unendliche Ressourcen. Will ich eigentlich nicht. Aber ich habe noch nichts gebaut bis jetzt. Also hier auf dem Server momentan. Ich fand den nice, einfach nur, weil er hoch ist. Weil man quasi auch irgendwie einfach ein bisschen Aussicht hat. Balkon hier rum wäre noch cool, aber mal schauen, wie wir es machen dann. Vielleicht machen wir das auch noch. Und wenn die Dinger halt themeless wären, wäre halt cool, dann hätte die Striche nicht drin. So schaut das Ding jetzt aktuell mal aus. Diese also Laternen-Eck. Ich sage, hat nicht alles Sinn, was ich baue. Manches gefällt mir nur einfach. Funktional muss ja nicht unbedingt sein. Kriegt vielleicht Funktionalität nach und nach. Am Anfang, wie ich Minecraft kaufte, also schon Jahrzehnte, ja doch, schon ein Jahrzehnt her auf jeden Fall mindestens. Da hat es ja nicht wirklich viel gegeben, da war ja das Ding überhaupt, war ja da so, oh mein Gott, unter Wasser was bauen, das war ja, unter Wasser mit Glasfront, das war der Wahnsinn. Und es hat eigentlich nichts gegeben unter Wasser, jetzt gibt es ja Unterwasserleben, jetzt wäre es ja wirklich mal interessant langsam. Was wollte ich machen? Fenster. Ich glaube, wir haben keinen Sand mehr, oder? Ich glaube, wir müssen mal Sand holen. Okay, dann machen wir Wüstenausflug. Also ich nehme mal eine Kiste mit. Mach doch mal das Holz rein. Also Graffel da. Und die können wir da auch reinhauen. Schafeln haben wir dabei. Holen wir kurz Holz. Aber ich nehme jetzt schon einen Kompass mit, glaube ich. Sonst verrenne ich mich wieder. Überhaupt hin. Müsste schon passen, müssen wir in die Richtung auf jeden Fall. Gibt auch verschiedene Biome, sage ich jetzt mal. Ich kann mal ganz kurz, ich kann da eigentlich einmal ganz kurz, wenn du magst. Kannst du mal kurz anklicken. Das ist nämlich auf Ding auf dem Server ganz nice gemacht. Mal Map of 4. Machen es nicht laufend, aber rendern sie alle paar Tage mal. Du dürftest es eigentlich anklicken können. Das quasi ist die aktuelle Welt, wie wir es schon entdeckt haben bis jetzt. Also quasi anzoomen. Ganz unten rechts, quasi wenn du reinzoomst, siehst du den Turm und das Haus von uns. Fehlt aber aktuell das große Gebäude noch zum Beispiel. Auch das Dorf ist noch das alte. Das rendert aber bloß alle paar Tage mal. Also das ist nicht jetzt unbedingt komplett aktuell. Steht glaube ich die Version dabei. Genau vom 24.04. steht irgendwie dabei. Das wäre ja nicht gestern gewesen. Ja, okay, also es ist nicht ganz aktuell auf jeden Fall. Und hier zum Beispiel hast du bei so Algenzeug, schwimmen schon Fische rum. So Gebilde hat man zwischendurch in der Landschaft, die dann eigentlich irgendwie was machen sollen. Obwohl, na doch, das ist aber. Nee, das Dorf ist schon das aktuelle. Weil hinten der Garten schon ist. Das Dorf ist das aktuelle, doch, genau. Bei dem Ding da, das Pinöpelteil da, das ist so schräg hinterm Turm, das Ding da. Das sieht man auf der Map nochmal, wenn man anzoomt. Oh genau, aber das Dorf ist schon das komplett aktuelle, nur das Haus, das große fehlt noch. Das ist noch weg. Na? War doch nicht so.
Ah, jetzt Schwimmer, okay. Was ist Animation? Kann natürlich auch saufen, ist ganz klar. Das sind Luftblasen oben rechts über der Hungerleiste. Du kannst ja quasi alles abbauen. Jetzt rennen wir quasi gerade Richtung Wüste einfach. Wenn wir Sand brauchen, kriegen wir zwar hier auch ein bisschen, aber wenn in der Wüste gibt es genug. Aus Blumen kannst du einen Farbstoff machen, von Kühen kriegst du Milch. Die Milch ist dann wieder ein Debuff quasi. Also wenn du einen Debuff hast, dann macht die Milch dann wieder weg, wenn du die trinkst. Also es gibt in Vanilla inzwischen eigentlich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich sage, es wäre mal wirklich so richtig fettes Modpack, wäre mal interessant. So alte Mods. 6 zum Beispiel ist der Modpack. Das glaube ich geht aber auf den Server aktuell gerade nicht. Muss mal schauen. So die 1.16.5, die Version, die ich quasi aktuell spiele. Mit allen aktuellen Mods. Das ist richtig mega nice. Aber wie gesagt, das muss einem gefallen. Du kannst es auch bis zur grafischen Unkenntlichkeit quasi machen. Du kannst für jeden einzelnen Block, zum Beispiel so für einen Airblock, für den da, kannst quasi alles mögliche, sämtliche Texture Packs draufhauen, die dann quasi wieder anders ausschauen, bis zur 18K Auflösung, sage ich jetzt mal, mit RTX Shader und allen Scheißdreck. Also, das, ich sage ja, wenn es der Computer hergibt, keine Grenzen gesetzt bei dem Spiel. Überhaupt nicht. Die Bäume müssen dann immer eckig sein, wenn du magst. Die kannst du dann rund einstellen. Das ist so scheiße. Also, es gibt echt. Hier ist also eine Höhle. Das hier wäre jetzt Kohle zum Abbauen. Das jetzt weg, raspel. Die Kohle raus. Gibt dann auch wieder einzelne. Hier höre ich schon Skelett. Ja, das Skelett. Wahrscheinlich gibt es ein Schild. Könnte sogar ein Spawner sein. Ich höre ziemlich viel tatsächlich, Skelette. Oh, Creeper, nein, geh weg. Mach mal den weg da. Genau, die explodieren quasi dann so. Sinn und Zweck von so Höhlentour ist quasi einfach, dass man Erze findet wie eben Eisen, Eisen, Gold, Diamanten, der ganze Kladderadatsch, sag jetzt mal. Moment, wo müssen wir hin? Da, glaube ich. Was sind wir noch richtig? Und hier ist kein Bett dabei, ich Narr. Könnte jetzt ein bisschen eng werden. Schneebiome gibt es halt. Also es gibt wirklich so viel Zeug in dem Spiel. Je nach Höhe dann quasi fällt Schnee. Wenn am Anfang die ersten Versionen das so gegeben hat, da hat man noch keinen, also da hat es die halben Treppen noch nicht gegeben, dann hat es Treppen umgedreht, platzieren ging auch nicht, das war dann ein Mod, das Zeug einfach. Das ist, also am Anfang war es schon was Besonderes, als du mal 2 Holzsorten hattest. So, wow. Es ist eine Faszination für sich, sagen wir so, das Spiel. Ich verstehe es, wenn jemand sagt, ist es nicht so seine. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, bis ich mal gespielt habe. Wobei ich immer schon gern zugeschaut habe, muss ich sagen. Ja, was so ein ewig Chill-Ding ist. Ja, die Bärensträucher sind auch neu zum Beispiel. Also neu. Gibt es auch schon ganze Zeit jetzt, aber relativ neu, sage ich jetzt einmal.
Aber wir fressen immer nur die guten alten deutschen Kartoffeln. Das passt schon. Weißt, was du hast. Genau. Das Blumenwiesenzeug gibt es halt auch. Ich scheiß zwar jetzt eigentlich ganz kurz mit der Karte, aber ich glaube, ich habe eh schon wieder verrennt, oder? Keine Ahnung, ob wir richtig sind. Ja, könnte aber passen. Grobe Richtung. Schafe kriegt man Wolle, lauter so Zeug. Kann man auch züchten, die Viecher. Braucht man nur zwei für den Anfang jeweils. Die muss man dann hinlocken mit verschiedenen. Genau, Bienen gibt es auch seit einiger Zeit. Was die machen, habe ich noch nicht so ganz umrissen, weil die sind übermäßig groß. Ich glaube, die sind bloß süß, das rumfliegen. Und die Nester, glaube ich, tun dann weh, wenn man es abbaut und Dinge rausfliegen. Die stechen dich dann. Keine Ahnung. Also, du kriegst Honig, glaube ich, aber was man mit dem Honig macht, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Die Bienen habe ich aktuell aktiv ignoriert, tatsächlich. Das passiert nur ganz, ganz selten, dass der Pinöpel in der Luft rumfliegt. Vor allem jede Welt quasi ist halt Random Spawn, sag ich jetzt mal. Jede Welt hat zwar einen Seed, also sogenannten, ja, Samen oder so einen Schlüssel, sag ich jetzt einfach mal, mit dem du äh, die Welt generieren kannst. Wenn du quasi denselben Seed eingibst wie ich, dann hast du die gleiche Startwelt, ganz genau die gleiche, die auch gleich generiert. Die Map ist aber eigentlich unendlich, sag ich jetzt mal. Also die generiert Mansions gibt es neu, genau, seit einiger Zeit auch. So ganz, ganz große Herrenhäuser, also wirklich ewig große Herrenhäuser, die dann quasi von den Illagern, von den bösen Villagern quasi besetzt werden. Mit ewig viel Monstern drin. Oder auch ein Totem kriegt zum Beispiel, dass man quasi dann einmal sterben darf und dann sofort wieder auftaucht, lauter Zeug. Hier zum Beispiel eine Spinne, Zombie. Jetzt zeigen. Das Zombie, Spider. Gibt es auch in klein und giftig, die Spinnen. Meistens in Höhlen dann. Genau, Lamas haben sie jetzt neu dazu, seit einiger Zeit auch. Kann man auch züchten, kann man dann auch eine Tasche umhängen, das quasi für dich Zeug tragen. Also es ist schon, wird immer umfangreicher. Das sind die Explosivviecher, die spawnen quasi halt jetzt wirklich ohne Ende in der Nacht. Man gibt aber auch einen Modus, wenn man sowas nicht will. Man kann, ich habe es glaube ich aktuell auf normal, man kann auf einfach spielen, dann ist weniger los. Man kann auf und auf friedlich spielen, dann hat man gar keine Monster zum Beispiel, auch in der Nacht nicht. Gibt auch den kreativen Modus, da ignorieren dich die Monster und du hast unendlich Ressourcen zum Bauen und auch alles zum Bauen von Anfang an. Also, und du kannst fliegen, somit auch leichter zu bauen. Deswegen auch Creative Modus. Ja. Was ich gerne hätte, wäre eine kleine Mod, also eine kleine Kamera, also eine kleine Kamera, also eine kleine Map oben rechts oder links in der Ecke. Da quasi sieht, wo man ist. Genau, das ist ganz schlecht, wenn ich nichts zu fressen habe und die Viecher rumlaufen. Wir haben also einerseits Pech, einerseits Glück, dass die Wüste so weit weg ist. Ja, hier ist das Sumpfgebiet, ein kleines. Hier müssen normalerweise auch noch ein Dorf sein. Ach genau, hier sind die Wüstenzombies, gibt es auch. Skelette gibt auch Schneezombies, aber ich habe kein Schild. Hier hinten leuchtet schon, das glaube ich ist Lava und ich glaube, dass das ein Dorf sein müsste. Irgendwo. Das ist nur Lava, scheiße. Aber irgendwo hier war ein Dorf.
Ja, ein paar Zombies, also los ist ja was. Spiders gibt's auch. Einmal nicht schneller. Ich renn gerade aktuell und hüpf. Man braucht zwar Fressen ohne Ende dann, aber man ist schneller. Und Gegner treffen jetzt einfach. Glachhausen sind ein neues, seit einiger, also was ist neu, gibt's auch schon ewig, aber es ist ein Brunnen, also muss hier irgendwo ein Dorf sein normalerweise. Gibt auch Wüstentempel, wo dann wieder was, wo dann wieder Zeug drin liegt. So kleine Oasen. Aber ich glaube, böse Mobs im Wasser gibt es nur die bei den Unterwassertempeln und die Drowned, also quasi die ertrunkenen Zombies. Man kann halt saufen, das ist der Nachteil dran. Ah, da hinten. Da sehe ich ein Dorf. Kaktus kann man Farbe machen. Zum Beispiel, man kann auch die Dinger, man kann auch Katzen züchten zum Beispiel oder Katzen tamen, so Wildkatzen. Die Creeper quasi, die explodieren, die haben Angst davor. Ja, hier zum Beispiel sieht man schon Zombies. Hier ist gerade ein Ding, hier ist gerade ein Zombie heute am Weg. Geht jetzt einfach mal kurz zu das Ding rein. Genau. Das ist zum Beispiel jetzt auch ein Dorf, ein Wüstendorf mit anderen Villagern. Und die haben jetzt gerade quasi gerade das Ding, dass da eine Zombie-Welle gerade reinkommt. Passiert an bestimmten Tagen. Greifen die quasi Dörfer an. In größeren Mengen. Aua. Okay, die haben den Golem umgebracht. Golem droppt Eisen, auch nicht schlecht. Enderman, das sind die aus dem End, wenn ich die anschaue. Die können sich porten. Dreht der komplett am Rad. War jetzt ziemlich billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die können dich ziemlich schnell wegkarotzen, wenn es blöd läuft. Okay. Und dagegen porten und dich hauen. Oh. Oh, 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 oh. Zum Beispiel. Auch noch nicht. Ich habe es ein bisschen übertrieben, ja. Diese kleine Dorfbewohner, die können quasi auch Kinder kriegen lassen und Scheiß. Und durch bestimmte Items, zum Beispiel jetzt durch einen Komposthaufen, wenn ich hinstelle zum Beispiel, dann wird der nächste Villager, der in der Nähe ist, quasi wird dann zum Bauern, sag ich jetzt mal. Der kümmert sich dann ums Feld. Durch einen Schmiedetisch wieder zum Schmied. Die lassen quasi ab und zu so Enderperlen fallen. Kann ich einmal zeigen, wenn ich quasi jetzt schmeiß. Dann porte ich mich an die Stelle, wo ich sie geschmissen habe. Na, ganz nice, die Dinger. Ich hätte die nicht schmeißen sollen, weil sie sind eigentlich sau selten. Die brauchen wir auch, um das End zu finden. Also das Ende quasi, das Unterwasser, wie nennt man es denn? Hey, diesmal habe ich sogar keine Schafe. Das sind unter der Erde quasi die Dinger, die Tempel. Und das hat es nicht wirklich gebracht. Die hocken ein bisschen zu eng aufeinander. Das sind zu viele Villager für zu wenig Häuser, glaube ich. Das verrottete Fleisch kann man essen, wird man aber vergiftet dann durch das. Hier ist noch einer drin. Monster in der Nähe. Das ist also Kartograf, kriegt man dann wieder, kann man leere Karten machen und sich selber Karten erstellen.
Dazwischen gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Füchse gibt es auch. Wenn es hell wird, dann fangen die alles brennen an. Also die Spinnen werden lieb. Die spawnen irgendwann, die Creeper, die gehen irgendwann auch weg. Okay, die haben mich sogar gehütet dadurch. Wow. Blumentöpfe gibt es leider so einen Oh, genau, so habe ich aus dem Kaktus, kann man Blumentopf reinmachen. Zombies müssen also mal als alle genau da brennen, Scholli. Sterbt. Sterbt. Also, ach, müssen Zombies. Okay, die brennen nicht. Mit den Knochen kann man Bone Meal machen, also Knochenmehl quasi, wo man dann die Pflanzen schnell zum Wachsen bringt. Lauter so Zeug, also das ist. Das spielt uns nicht lieb. Aber die kriegt das auf die Fresse. Spielen droppen Fäden, die man dann für Angeln und Bögen braucht. Oder so Spinnenaugen, die da wieder Tränke herstellen kann. Aber wir sind echt auf für Sand aktuell. Was mitnehmen da? Na, Eier, weil es gerade rumliegt, sich die Hühner droppen irgendwann Eier einfach. Kann man hernehmen, um neue Hühner zu spawnen. Ist aber ziemlich geringe Chance, dass da welche ausschlüpfen, wenn man sie irgendwo hinschmeißt. Oder auch zum, glaube ich, Kuchen kann man machen. Also scheiße, es gibt ein paar Rezepte. Wobei es auch noch mehr wird. Also es kommt immer wieder was dazu. Also für das, dass das ein Spiel ist, das jetzt über 10 Jahre alt ist. Ich glaube 2008 oder 2009, glaube ich, kam die erste Alpha raus. Also Early Access, wenn wir jetzt sagen dazu. Wird immer wieder weiterentwickelt und es ist ja schon lange fertig, also eigentlich. Und ich meine, inzwischen, glaube ich, kostet 25 Euro. Aber früher, glaube ich, also ich habe es irgendwie für um die 10 Euro, glaube ich, habe ich es gekauft. Wenn man überlegt, wie viele Stunden dass ich da schon drauf habe, dann. Die Mods zum Beispiel kosten ja auch nichts in der Java-Version. Ist zwar nicht die performanteste Version, die Java-Version, aber zumindest ist die am besten modbare, sage ich jetzt mal. Gibt aber auch zum Beispiel Minecraft Story Modus, gibt's, wo du wirklich Story spielst. Gibt es aber dann sind wirklich extra Spiele, die dann auch extra Geld kosten. Also die haben das ganze Franchise-Zeug jetzt wahrscheinlich ziemlich groß. Und immer wieder am Kommen und am Abklingen. Also Minecraft ist mal wieder Hype da ohne Ende, dann ist mal wieder uninteressant, dann mag es mal wieder keiner spielen, dann fangen wieder einer an damit, dann geht es wieder rund ohne Ende. Also das ist immer so kommen und gehen bei dem Spiel. Aber so richtig weg ist es eigentlich nie. Natürlich auch den Mods geschuldet, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ja ganz klar. Aber eines der meistgemoddersten Spiele überhaupt weltweit. Oder wenn nicht sogar das meistgemoddeste. Das gehört halt auch dazu. Also die ganze Farming- und Grinding-Aspekt ist halt quasi auch dabei, ist ganz klar. Logisch muss man auch machen, weil du brauchst ja Materialien. Wenn du spielst im Creative, aber dann ist es ja irgendwie, weiß ich nicht. Wenn du wirklich nur baust und so eine riesige Stadt aufbaust und so Zeug, okay, dann macht das schon Sinn, aber wenn du dann nebenbei noch ein bisschen einen Survival-Aspekt auch mit drin haben willst, dann ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Naja, ein paar nehmen wir noch. Aber zumindest bis die Schaufel kaputt ist. Okay, Schaufel död, aber wir könnten eigentlich nur Schaufel machen. Ja, okay, Holz. Ähm,
Okay, genau. Zwei bleibt biomübergreifend. Hier ringt's. Hier nicht. Okay, kennt sie. Haben die irgendwas dabei? Haben die irgendwas Interessantes? Die nicht. Tonklumpen. Buch nehmen wir mit. Brotkranspalten. Tonklumpen grabbel ich zumindest mal an. Obwohl, nehmen wir mit. Wurscht. Wird schon wieder dunkel jetzt? Wird schon wieder dunkel, ne? Was sind alle Gebäude aktuell? Kaktus kann man noch mitnehmen. Ne? Ja, jedoch wird schon wieder dunkel, tatsächlich. Gerade noch so ein bisschen am Sand weg, solange wir warten bis dunkel wird, dann würde ich kurz schlafen und dann können wir los. Geht's wieder heim. Mit der Faust Zahn wegklopfen, wer kennt's nicht? Sind wir jetzt schon vorne? Nein, haben wir schon. Muss ich ja schnell Holz holen da hinten. Wir haben nur 4, also eins an Holzklöttel wird uns langen. Und durch die Wüste rings natürlich auch nur teilweise bestimmten Stellen, muss man dazu sagen. Ich popel mir da mal also ein Ding runter. Einzelnes Holz, das stört keinen, wenn das fehlt. Da das. So, dann. Haben wir noch einen Golem Eisen gekriegt. Haben wir noch ein paar Schaufeln. Ich noch kurz zur Dorfzeug, weil wir wollen ja pennen. Hui. Das heißt, wenn ich das Dorf wieder finde, auch die Richtung da hinten. Es regnet, die Erde wird nass. Wir sitzen im Trocknen und haben unseren Spaß. Mehr oder weniger. Alles kommt weg. Und das Ding können wir da wegmachen. Ich dachte, das wäre schon dunkel gewesen. Da hat doch wohl noch ein bisschen. Stick kriegen wir noch. Ja, das warten wir mal, bis Nacht wird. Dann schlafen wir kurz. Schaut immer so aus, wenn das dunkel werden wird die ganze Zeit. Komisch. Hatte ich auch noch nicht so in der Fall.
Aber solange es nicht dunkel ist, nehmen wir noch Sand mit. Brauchen wir nicht mehr so schnell dahin. Und gehen ins Bett langsam. Schaut noch nicht so aus. Okay, eine Schaufel haben wir schon wieder durch. Jetzt, aha. Langsam dunkel. Ein bisschen länger warten, bis wir die... Ja, lang, ja doch, jetzt glaube ich... Das Ding da herum weg haben, dann können wir pennen gehen. Gleich müsste es passen. Na, schaut gut aus. Haben wir noch was in die Birne? Du stell mal kurz auf, bitte. Jawohl, und perfekt. Wir hauen ab. Kompass in die Richtung. Ja, gut, also. Okay, wäre eh nicht mehr Sand gegangen. Perfekt. Wir sind voll. Optimal. Rüstung müssen wir einmal wieder reparieren. Tin, 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 tin. Aua. Oh. Hi. Sowas kann tödlich sein. Was ist Gott sei Dank nicht. Man kann da viel, viel weiter runterfallen. Ui. Apropos. Apropos. Ja, apropos. Hm. Ten, 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 ten. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Jump, 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 jump. Bam. Okay, weiter haben wir nicht mehr. Diri, 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 diri. Aber gleich Sumpf fallen. Kommen wir wieder hoch, hoffe ich. Jo, kommen wir hoch, passt, perfekt. Perfekto Mundo, wir kommen auch. Es ist gut gemacht. Auf, wir sind am Fressen. Diri, 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 diri. Der Kompass schon viel, viel angenehmer. Man weiß, wo man hin muss. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der hinzeigt. Ich glaube am Server. Zeigt er zum Spawn, glaube ich. Zum Hauptspawn auf dem Server.
Der Singleplayer-Welt zeigt er zum letzten Bett, glaube ich, wo du pennt hast. Macht das hier nicht, weil wir haben ja hinten geschlafen, im Dorf. Dem, dem. Hi. Sag gerade mal Hi. Alpaka, doch haben wir, glaube ich, einen, ey. Oder, ich weiß nicht, ob es Alpakas oder Lamas sein sollen. Sie spucken, also dürfen es eigentlich keine Alpakas sein. Hui. Ja, hier ist der Fliegepinöpel. Fliegepinöpel. Da ist die eine Biene. Genau die eine von vorher war das. Genau die. Keine andere. Weil ich sagen muss, das ist so, bei normalen Minecraft ist es halt ziemlich gemütlich, sage ich mal, das ganze Zeug. Ja, eben relativ chillige Sache. Bei den Mods wird schon hektischer. Ist immer mehr so auf Automatik grinden aus, sage ich jetzt mal, ist zwar auch ganz nett. Weiß ich mal, gut, es kommt auf die Mod drauf an. Bei Ender zum Beispiel ist es so, dass man eigentlich wirklich automatisieren möchte. Bei den Evil Craftingern zum Beispiel, da ist wieder weniger der Fall, da muss man dann auch wieder anderweitig grinden und suchen. Bei anderen Mods ist man mehr oder weniger gezwungen, dass man in den Tempel oder in Zeug reingeht und in so extra, wie sagt man es denn, ja, Dungeons einfach einmal, die dann entstehen. Ich find's cool. Können wir eigentlich mal machen, so ein Ding. Kann ich mehrere Configs einstellen im Server. Einfach mal so, ja, ich mache so eine Mittelalter-Map, aber irgendwie, mal schauen, vielleicht gibt es irgendwas so Magiezeug. Ja, vielleicht ganz interessant einmal. Botania war ja ganz cool. Dauert ewig, bis man es hat. Und wenn, dann ist es aber relativ gut zum Plus. Also da ein ewiges Grinding. Mit den ersten Shouts mal, bis man die ersten Becken voll hat, dann einmal. Das dauert auch ewig. Okay, doch, da kann man rum. Immer hinrennen ohne das Loch und immer zurück in dem Loch da. Dann zwischen den Bergen war man schon mehrfach. Ich glaube, hier kann man hoch, glaube ich, oder? Ja, doch. Ui. Ja, genau, hier sind die Tintenfisches. Hier kommen wir hoch, jawohl, passt. Perfekt. Weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo der World Spawn ist hier. Aber er dürfte halt zu weit weg sein von unserem Haus. Von dem her müsste es schon passen. Dem, dem. Hui. Hier kommen wir auch durch. Und auch hoch vor allem.
Und auch aus. Ich glaube mal nicht schnell das Hüpfen. Ich glaube schon, oder? Hat es zwischendurch geändert? Ich bin mir nicht mal sicher mehr. Das kommt einem schneller vor, auf jeden Fall. Genau, hier ist unser Obsidian-Farmstalle. Weit weg sind wir nicht mehr. Geschmeidige deutsche Kartoffel gefressen. Kartoffel. Ja, genau, da hinten ist das Ding. Passt. Wir sind schon wieder da. Wir sind schon wieder da. Genau. Mal schauen, vielleicht da oben. Na gut, das glaube ich sieht man nicht so weit. Oben auf den Ding, auf den Turm ein Lagerfeuer drauf macht. Mit so einem Strohballen, das raucht wie Hölle. Damit man es sehen, aber man sieht ja hier die Häuser auch nicht. Oder? Dorf. Die Lagerfeuer sieht man die? Sind zu niedrig, ne? Ja, doch, da. Das ist zu niedrig, ja gut, das könnte man sehen. Na gut, dann geht mal an Schmölzen. Wir brauchen. Okay, da ist noch Gas drin. Perfekt. Perfekt. Sogar Mittag. Wundert mich jetzt eigentlich am meisten. Äh, warte mal. Kurz ausräumen. Pfeile kann man da rein, die Strings und machen da, das Auge da, das Fleisch da. Kaktus können wir da bald mit Kaktus, glaube ich, haben wir woanders drin, oder? Kaktus ist da, Ei ist auch da. Ähm, Tonklumpen, keine Ahnung. Tun wir mal da einfach rein. Kompost halte ich mal auf Tisch. Und Sand tun wir da mit rein. Wenn wir quasi jetzt so solo nicht brauchen, den Sand. Probieren wir mal kurz. Hui. Wie schaut's denn aus? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Der Torschkel bleibt bei uns. Da haben wir noch welche. Nimmst auch mit. Und jetzt machen wir Glasscheiben. War so, ne? Genau, passt perfekt. Machen wir so. Ich tue mal da rein. Da machen wir so ein Ding, weil der Martin gemeint gehabt hat. Da kennt sie. Hier die großen Fronten. Ich glaube, schaut ganz cool aus. Mit immer 1, 2, 3 Abstand. 1, 2, 3 Abstand. Dann müsst ihr wieder. Ah, perfekt. Hier machen. Frage, wollen wir hier auch noch was reinmachen? An den Eckfenstern. Haben wir eigentlich, ne?
Wenn wir die angreifen, sage ich jetzt mal, ist es ja eher so, dass die alles kaputt machen können. Wenn die angreifen. Also machen die auch die Fenster kaputt oder auch die normalen Blöcke, das sind denen ja ziemlich wurscht. Mm, das Gang, ne? Okay. Gang kriegt ein ganz großes Fenster. Eins, zwei, drei. Da noch eines. Dann haben wir da noch ums Eck. Eins, zwei. Eins, zwei. Und ich glaube die Höhen, oder? Ja, genau, passt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, mal schauen, das ist jetzt so der erste mal grobe Entwurf, dass mal Fenster drin sind. Dass wir was gemacht haben, dass man auch Tageslicht reinkriegt ein bisschen. Das ganze Ding. Der Rest kommt dann noch. Eins, zwei, drei. Genau, so nämlich. Dann hier noch. Und oben würde ich. Mal schauen, was wir oben hin machen. Einmal unter der Stock. Die ganze Verkleidung vom Ding vom Hotel kommt natürlich dann später noch. Ganze Deko-Sache, sag ich jetzt mal außen herum. Das ist wieder Gang. Immer schwer, dass wir irgendwas machen, oder? Man könnte es so machen. Könnte semi-geil ausschauen. Hm. Muss auf jeden Fall noch Deko hin. Aktuell sehe ich mich da noch nicht so wirklich. Aber hier haben wir überall Fenster. Na, da noch nicht. Da haben wir auch noch Fenster. Sogar zwei. Dann wäre das da auch so. Wenn ich weiß, ob die Idee gut ist, aber es ist mal. Es ist mal so. Ich muss mal kurzzeitig mal schauen, wie lange das wir es lassen oder wie das dann, ja, mal im Gesamten anschauen, ob das irgendwie an was gleich schaut. Türen sind ja aktuell auch nicht final. Okay, eins, zwei, drei.
Brauchst du das gleich im Arsch? Hier brauchen wir neue. Kannst du da nichts reingrabbeln. Eisen. Wenn der Zeitpunkt gekommen, wo wir mal wieder Eisen holen müssen. Auf das kann man warten. Hm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei und da noch. Wie skeptisch, was die immer machen, so, ja, naja, ja, Sag halt, wenn es dir nicht gefällt. Ach Gott, haben wir noch genügend. Okay, perfekt. Mietz ist ja da. Okay, also so mal im Groben die. Wir haben zumindest mal Fenster drin. Treppenstufen brauchen wir noch, dunkle. Ist jetzt natürlich nicht das schönste Hotel auf der ganzen Welt, brauchen wir nicht reden. Also das ist mal ein bisschen eine Abwechslung drin. Wir brauchen nur irgendeinen Bereich, wo wir nach oben kommen. Könnte man natürlich auch hier machen. Ich habe gesagt gehabt, dass man hier so eine Wendeltreppe nach oben macht. Wäre auch eine Möglichkeit. Machen wir da kurz zu. Wäre ja gar nicht so schlecht. Dinger können wir wegmachen dann. So, was brauchen wir? Schilder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da haben wir noch zwei. Die Trapdoors, wir schauen die aus, wenn man die da dran macht. Mal mit. Okay, das sind genug. Wie schauen die Trapdoors aus? Ich lasse mal dran. Einfach so als kleine Designidee. Genau, was wir gemacht haben. Da würde ich sagen, machen wir das dann mal weg. Hier geht es nach oben. Man könnte es natürlich ein bisschen
Ja, schauen wir mal, wie wir das eingrenzen. Ob wir da irgendwie ein Treppenhaus machen oder sowas, oder ob wir das irgendwie danach noch irgendwie verschönern können, ein bisschen einbauen können. Also aktuell lassen wir das Ding mal raus. Aber bestimmt wollte ich gerade sagen. Gehen wir mal da rein. Okay, dann hier hoch, sagst du. Machen wir da mal auf. Warte mal. Okay, Holz. Was haben wir noch an die Schilder? Das ist auch die falsche, oder? Ja, das ist nicht schön. Aber es wurscht, ich kann immer nur wegpuppeln dann das Zeug. Aktuell ist wirklich nur, dass man sieht, was man ein bisschen an Möglichkeiten hat. Dass ich bis zum nächsten Mal nicht vergesse einfach. Was haben wir denn noch? Holz. An Holz. Was haben wir da noch? Die Sticks können wir lassen. Die Treppen nehmen wir mal mit. Zäune, Slabs. Das nehmen wir mit. Oder ganzer Eichenstamm hätten wir auch. Helle Treppe wäre auch mal eine Möglichkeit. Aber das ganze Holz mit. Das Glas können wir noch rausnehmen. Holz müssen wir noch eh wiederholen. Haben wir da alles rein? Was hat's ja? Was machen wir? Das Ding nehmen wir mit. Da, wo ist denn? Dich. Lassen wir einmal dahin. Gut. Treppe. Treppe nach oben. So ums Eck. Die einfachste Möglichkeit, oder? Frage ist, welches Holz? Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Gleiche Farbe mag ich nicht. Oder das wäre noch eine Möglichkeit. Das ist nochmal heller. Hm. Oder Stein. Ich wäre fast für das Rote. Das haben wir ja, so ist es nicht.
Ja, damit 48 kommen und wie wir ums Eck überhaupt kommen. So, warte mal, so. Würde eigentlich hier schon so reichen, ne? Ich so jetzt ein Semi-gut, ganz klar. Aber es wird so einfache Treppe hoch, wird auch schon reichen. Wir hier einen Balken reinmachen, einen einzelnen. Hier ist die Umrandung macht zwar noch. Könnte sogar einen nach hinten versetzen, ne? Wenn man es so macht, so Dreiertreppe vielleicht. Oder Vierer. Das nur mal zum Anschauen, was irgendwas hinbauen kann. Jetzt kriegen wir da wieder. Machen wir mal die da hin. Knüppel, jawohl. Sich mein? Könnt ihr natürlich drunter auch noch einen Raum machen, einen kleinen. Man müsste halt hier vorne das Zeug dabei. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Und andererseits, hm, man kann natürlich eine Fünfertreppe machen. Ginge auch. So, hier gleich ins Lager rein. Ich meine, Möglichkeiten hätten wir. Offen lassen, ging natürlich auch. Wir haben ja noch eine Tür. Mal markieren. Was schön ist oder nicht, ist ein anderes Thema, aber wenn ich hier, ja gut, das ist mittig, gell? Also ich meine, wird hochkommen auf jeden Fall. Das gleiche kann man natürlich in die Richtung auch machen. Ich glaube, das passt so, glaube ich, passt schon besser. Immer so hoch.
Ja, doch, ich glaube, das ist ganz nice. Wir könnten jetzt, warte mal, aber das ist das Spruce Wood. Haben wir auch noch welche? Ja, immer nur so. Nein, das ist komisch da unten. Ja, ich meine, anstoßen tun wir nirgends, das ist so, ja, komm, lass mal aktuell so. Das glaube ich ist ganz cool. Das wird gerade eh noch dementsprechend ausleuchten dann. Das ist alles noch nur semi-optimal, aber wir haben jetzt zumindest mal Fenster drin. Ist auch gut hier, ja, weiß ich nicht. Komplett darum geht halt nicht. Ein bisschen runter machen kann man schon. Können wir mal ausprobieren, wie das ausschaut. Schaut das ganz nice aus. Machen wir mal ein bisschen runter. Muss man die Dinger da rauszupfen, oder die einzelnen Teile. Aber ich meine, hey, gut, hier haben wir das Dorf davor. Ja, ich muss sagen, war nicht so schlecht aktuell. Und jetzt haben wir die großen Steckerl da noch. Jetzt ist die Frage. Der kommt voll weg. Du kommst auch weg. Du auch, du auch, du auch. Du nicht, du nicht, du nicht. Bei ihr noch. Ich komme da raus und was kann man auch mal raus tun? Schaufel, Pickaxe tun wir mal raus. Die Sticks tun wir mal raus. Kohle tun wir mal raus. Wir haben aktuell alles nicht. Wobei, komm. Die Standardausrüstung lassen wir dabei. Haben wir eigentlich genug Platz, ist ja wurscht. Ich muss gerne ein Glas mit. Wir pennen. Los. Ja, das wird passen. Es ist halt nur way too dark, also viel zu finster im Ding da drin. Jetzt die Frage, was machen wir? Gehen wir da A1 raus wie hier? Also wären wir breiter oben, um eines maximal. Das hat mir hier ganz gut gefallen. Wir können so die Treppen leicht machen. Wird das ganze Ding ein bisschen entschärfen, auch von der Art her, von der. Es wäre schon wieder mehr Tiefe im Haus, dann sag ich jetzt mal. Machen wir einfach mal, ziehen wir kurz ein bisschen rum. Wieder ernsthaft. Okay, wird hier schwieriger.
Dann lassen wir es da mal noch. Es will es ein bisschen auflockern. Jetzt schon, es kann so gerade Außenmauern. Frage ich, wie das da ausschaut. Ach, die Sträucher. Warte mal kurz. Ich gehe wieder da. So, wieder da. Wieder da, okay. Es ist halt aktuell alles gleiche Material, aber haben wir hier auch gehabt. Über die Fenster kann man es wirklich ein bisschen aussparen. Oh, ich habe direkt drüber. Wenn wir mal testhalber das gleiche da machen würden. Dann wären hier normale Blöcke gewesen, glaube ich. Was dann einfach so macht, oder? Na, gefällt mir noch nicht so. Ja, dann da normale Blöcke. Gott, ernsthaft. Oder immer mittig. Es wird ausgehen. Wenn wir mittig normale Blöcke reinmachen würden. Äh, Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ich teste mal ganz kurz einen Ton, weil gerade aktuell. Test. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Passt schon. Ist wirklich nur ein kleiner Tontest bei mir mal. Ob da das Mikrofon kratzt. Es wird weniger, also ich glaube, ich krieg's besser im Griff. Es ist nicht immer hundertprozentig weg. Das ist jetzt arschig da am Eck. Fällt mir voll gut auf. Am Eck ist arschig. Gut, das wäre dann quasi hier auch so.
glaube, du bist wieder Zeit für einen Slap. Ein Schlepp. So. Einer, rein da, rein da. Hier die zwei müssen auch weg. Hier ist wieder ein dicker. Hier ist wieder ein Schlepp. Der kann raus. Na komm. Ja, das ist alles bloß Rumprobiererei. Einfach zum Testen, wie das dann ausschauen kann. Und dass ich ja später wieder weiß, wie ich das gemacht habe. Ich wäre jetzt über die Fenster drüber. Das ist, glaube ich, keine der hässlichsten Ideen, ne? Immer noch so wie Holz aktuell, aber mehr Tiefe. Holz austauscht ist ja gleich. Hat er hier die Hallenblöcke ein bisschen dabei. Die Slabs. Ja, ich hol mal den restlichen Holzzeug, der da oben liegt. Nicht viel, aber es sind ein paar Dinger. Auch die Treppen brauchen wir aktuell. Bam. Okay. Dann aber hier. Das muss raus. Wie machen wir es da? Ach man, die Dinger. Auf der Seite weg. Wie machen wir es da über der Eingangstür? Hier müsste nochmal ein Panzer hin. Wie schaut das aus? Und dann soll es wirklich im gleichen Schema bleiben. Wie machen wir denn da weiter? Hier wäre dann auch wieder ein ganzer. Ach Gott, ernsthaft. Creative hätte so viel leichter, ne? Wäre hier wieder ein ganzer. Hier wäre ein ganzer. Ne, hier. Äh, hier und hier wäre ein ganzer, oder? Hier war das Lab. Die richtig, oder? Donnerstag macht, glaube ich, am Eck. Genau, letzte war ein ganzer. Okay. Gut schlafen. Gut, Frage ist jetzt wirklich, müssen wir noch was Stufen machen? Also ein paar Treppen. Wie, wie machen wir es da? Über den Eingang. Es hat was mit dem Glasding, aber mir gefällt es noch nicht so wirklich.
Wie machen wir es da drüber? Fahre ich den ab, wird die Treppe normal, ne? Die bleibt. Ginge so? Ginge so? Ja, 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 ja. Doch, 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 doch. Du nicht, bitte. Du da. Warte mal auf, da muss man jetzt wieder, da muss wieder, was wieder Treppe, genau, da haben wir wieder das Spezial. Da haben wir quasi da und da den Knüppel dort. Hab zum Anstehen. Dann da dran, da dran, da dran. Doch, passt. Haben wir quasi das hier. Das machen wir gleich. Da ans Eck muss wieder das Slab. Wenn hinkommen heißt's. Wir kommen hin. Der kommt wieder so dran. Da ist wieder ganzer. Da auch wieder ganzer. Jetzt in das Eck wird es interessant. Jetzt kümmern wir uns gleich. Das quasi das schon mal weitergeht, richtig da. Wir brauchen einfach mal noch Treppen, definitiv noch. Noch viele Treppen, okay. Äh, Treppenstufen. Wird auch nicht reichen. Wie behalten wir uns einmal? Ja, das mit der Umrandung ist noch nicht so hundertprozentig der Fall. Das gefällt mir nicht so ganz. So, jetzt pass auf, da muss man das da rausmachen. Genau, es war jetzt zu früh. Das da raus und das da raus, dann das weg und den weg. Dann da eine Treppenstufe dran. Da. Treppenstufe vor allem ist wichtig. Keine normale Treppe, es muss eine Treppenstufe sein. Was immer das ist. Man könnte natürlich die Dinger da auch noch weiter runterführen, teilweise an den Wänden. Also hier natürlich nicht. Hier ging es auch nicht. Hier zwischen könnte man quasi dann die noch dicker machen, wenn man will. Den Eingangsbereich haben wir aber jetzt auch. Die Fenster haben wir auch. Wie schaut es denn da aus? Okay. Ähm, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Da ist ein normaler. Da ist ein normaler dran. Da auch wieder. Aber dann Slab. Und da ist ein normaler und da ist ein normaler. Das können wir fertig machen. Würde ich ja soweit.
Ach man, ernst. Wieso immer eine? So, und du? Dich haben wir auch fertig, genau. Dann können wir das noch machen. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir das auf der anderen Seite machen. Dem Eck, das wo quasi so zusammengeht. Das da. Und dann noch einmal. Okay, ist da auch fertig. Passt da. Okay, passt perfekt. Optimal. Jetzt hier. Hier können wir zumindest schön hin. Hier können wir so hin dran. Ne, andere Richtung. Gerade ernsthaft. Ja, eben eigentlich nicht, gell? Dann haben wir das Lab im Eck aus. Lückel. Ich glaube, wir machen es einfach mit einer normalen Treppe so, hä? So. Ja. Ist die, ich glaube, die eleganteste Version. Jetzt immer eines höher. Wir haben die Möglichkeit, hier bei den Treppen, da wir da noch eins dran machen. Und eins drunter, und eins drunter bauen. Was der vorhin schon gemacht hat, bei unserem Ding, bei unserem Haus. Die einzelnen Dinger da, die nach oben gehen. In dunkler Ausführung quasi. Können wir nicht überall machen. Na gut, obwohl das wird vielleicht gar nicht so schlecht ausschauen. Mal schauen. Ein bisschen Holz haben wir noch. Ja, nicht mehr viel, aber zum Testen reicht's. Wie können wir es nie machen? Ja, natürlich kann man jetzt sagen, macht das Lab da weg. Und man macht es einfach ganz stupide so. Hat er nicht. Gar nicht. Hm. Gefällt mir das. Muss ehrlich sagen. Irgendwie ja schon. Irgendwie ja schon. Ich laufe schnell. Bei den Türen müssen wir uns dann was einfallen lassen, wie wir es da machen.
Es gefällt mir, dass sich das ein bisschen verbindet da. Das hat was. Die Tür müssen wir noch schauen. Hier ist halt der Baum im Weg. Oder der stört eh die ganze Zeit schon, den machen wir mal weg. Jetzt haben wir einen Grund, dass er weg muss. Und wieder gleich hinbaut ist er gleich wieder. Ansonsten und das Despawn von selber. Das muss auch wieder weg. Ich glaube, alles aktuell immer noch Entwurf. So ist es auch nicht. Also nichts ist da in irgendeiner Weise final momentan. Okay, das war's an Treppen. Das brauchen wir noch mehr. War aktuell da, aber mitnehmen. Aber eh noch viel mehr. Hör mal auf. Das Eck da. Nee. Nase juckt. Ja, es hat halt schon irgendwo was. Also, ich meine, klar, Geschmäcker sind verschieden. Nächster sagt, das vielleicht schaut arschig aus wie Sau. Ich finde es aber aktuell nicht so blöd zum Bauen wäre. Also alles andere als hässlich. Also gut, hier im Eck. Muss ja nicht sein. Haben wir ja hier die Abstützungen dann quasi. Die haben wir ja hier. Okay, also schaut schon nice aus irgendwie. Frage ist, machen wir das einfach nur dann um wieder zu? Also wenn einer größer reicht, der um und leicht. Also jetzt, dass man in irgendeiner Weise mehr Platz brauchen. Wenn das immer nur Minecraft, dann bin ich von dem. Heißt, mehr Platz ist immer gut. War das immerhin, oder? Okay. Da zupfen wir uns die dunklen letzten Holz noch. Und hier. Wir haben wirklich nicht mehr viel. Hallo? Shift? Jetzt. Das ist das Holz da, das ist das ist. Ja. Müssen wir bald wiederholen. Ganz fertig bringen, glaube ich, tun wir es. Sein wir reißen das auf der Seite ein bisschen weg. Ganz fertig bringen, glaube ich, tun wir es nicht. Weil hier halt schon viel angenehmer zum Platzieren ist. Wenn gescheit hinkommt.
Jetzt fast die Ecke noch fertig machen wird da hinten. Aber weil das so arschig ist. Du noch, du noch, du noch und da kann einer hin. Haben wir jetzt wirklich schlecht in der Hand. Ach Gott, ernsthaft. Naja. Da haben wir gelöst, hilft nichts. Okay. Wir brauchen deutlich mehr dunkles Holz. Aber was brauchen wir noch? 3, 4, hier waren es. Hier haben wir noch ein Eck. Wir haben noch. Warte, die einzelnen haben wir noch ein paar. 1, 2. Aua. 1, 2, 3, 4 normale und ein Eck. Das heißt quasi 16 und das Eck hat 15 eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, doch stimmt schon 10. 15, 25 brauchen wir noch. Ja, gar nicht mehr so viel. Die können wir uns noch rauszupfen hier. Aber schau aus, können wir jetzt mal aufpassen, du. Irgendwas ein komisches Billerdorf davon. Tupfen wir mal da weg. Wir können gerne noch Holz holen, machen wir. Inhalt haben wir genug, das passt, das können wir anbauen. Das bei die Dark Oak, das wir hier quasi benutzen, das wächst nicht bei uns im Biom. Das ist das Problem. Also 15 sagst du. 4, 8, 12, 16. Bin mal gespannt. Wie ich verzählt habe oder nicht. Wir haben die Dinger, wir haben die Eingangsbereiche noch, die will ich auch noch irgendwie machen. Das juckt. So 1, 2, 3. Weiter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Habe ich verzählt. 13. Dann habe ich mir ein Scheißzelt. Mir total verzählt. Okay. Aber das kriegen wir noch hin. Haben wir da einer noch da? Ich habe einiges verbaut, ist ja ganz klar. War nicht vergessen. Was haben wir nochmal 16? Ah, wird für pennen, geil.
Schlafen. 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 Jetzt. Perfekto. Okay. Hm. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Das Eck auch. Aber die Ecken noch sind nur zwei, okay. Das ist nicht mehr allzu tragisch. Ach Gott, ernsthaft. Na ja, gut. Einer, zwei, drei, nur vier. Da glaube ich wieder Stütze. Eins, zwei, drei. Ernsthaft. Ja. Mehr Holz will ich wieder. Wir müssen jetzt eigentlich da oben mit allem fertig sein, soweit. Mit der ersten Sache mal. Jetzt eigentlich willkürlich da mal hinpflanzen dabei. Jetzt die Frage, wie machen wir die Eingangshöhle? Die gefällt mir noch nicht so ganz. Die Dinger können wir auch noch schauen, das ist, muss nicht sein. Oben drauf schaut ganz nach. Wie machen wir das hier? Ich könnte natürlich die Dinger da rausrupfen. Weiß nicht, wie ich es meine. Mal testen. Wir haben ja eines, haben wir ja fertig, das passt. Können wir jetzt einfach nachschauen, wie es war. Du müsst da ein Block hin, oder? Hat eigentlich logischerweise die zwei auch wieder umdreht. Was ja problemlos ginge. Weil der erschreckt mich. Drei Eis, werden das mehr? Vier, fünf, sechs. Alter, was ist denn los? Das sind ja mehr Golems. Ich meine, da ist der. Ist der da gespawnt, ernsthaft. Also man könnte quasi hier auch noch so machen, wenn man will. Möglichkeit würde bestehen. Hm. Ist das schön? Warte, ich schau mal kurz, was der hat. Eigentlich nur Scheißdreck. Okay. Ich will mal das zeigen, schau mal da runter, da ist was. Also Frage ist, was ist schöner? Das hier? Warte, ich ja nur links und rechts Fenster reinmachen. Ich hab's draußen. Können wir später noch einsperren.
So quasi. Oder so. Also ich weiß, also. Upsala. Moment. Was rausgerupft. Moment. Also ich würde jetzt so würde ich es nicht machen. Ich würde wenn dann schon zumindest alles von außen aus. Hm. Das ist halt kein Haupteingang. Ich mein, ja, oder wir zupfen es komplett raus. Sollen wir es quasi so machen? Natürlich zu wenig Holz dafür. Ähm, na, die Türen hätte ich nicht gern drin. Die auch nicht. Die würden, also Idee ist eigentlich die. Ich sage jetzt einfach mal. Entweder mittig noch was hinmachen. Weil es zwei Türen sind. Frage ist es nur, was schaut besser aus. Schauen wir mal vorne an. Ja, komm rein. Komm. Könnt schon rein, jetzt wollt's. Komm rein. Okay, dann noch nicht. Lass er nämlich trotzdem. Mei, reim halt dann. Hau ab, oder ich bring dich um. Ich mein, man könnte es natürlich so machen. Die Fenster sind halt dann kacke. Hm. Alternative Tür in die Mitte rein, die geht da nicht.
Hm, die Fensterfront schaut halt kacke aus dann. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Du wisst doch, was ich raus will, oder? So einfach ist das gar nicht. Oben drüber vielleicht? Und hier verbindet es sich halt nicht. Klar kann keiner rein. Aber schön ist halt auch was anderes. Oder man geht wirklich her und nimmt Blöcke. Wäre auch eine Option. Der nächste rein, mein Gott, verpisst euch. Oh Gott, ernsthaft. So ging's. Wenn wir hier wirklich eine Glasfront machen aus Glasblöcken. Eventuell. Wenn es ist mehr Haupteingang, sag ich jetzt mal. Wäre auf jeden Fall eine Option. Mit das hier wäre dann immer noch ein Ding. Äh, Villager dann her. Oder? War ich das vorhin? Also ich meine, das wäre eine Option. Es schaut von hier drinnen ein bisschen komisch aus. Könnte man aber auch ein bisschen. So ist dann Slabs, gell? Gut, das wäre aber ganz leicht gemacht mit, indem man einfach hier Blöcke reinmacht. Die wir nicht mehr doch, die wir auch noch haben. Aber es noch ein paar. Hm, Slabs müssen auch noch genügend da sein, oder? Ja, genau, haben wir auch noch. Jetzt noch erinnern, kleines Detail, sag ich jetzt mal. Wir hier eigentlich, wir wollen komplett durchziehen könnten. Hier sogar da. Hier ging es auch.
gefällt mir aber da nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja wieder eher Treppen rein. Na, auch nicht. So? Die Ecke Treppen? Ah, die Ecke, ich hab die Treppe weiß nicht, wie ich es haben will. Mm, hätte ich aber jetzt hier dann auch lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, das war es jetzt an unseren Slabs. Oder wir nehmen keine dunklen nicht her. Dann nehmen wir die da her. Dann haben wir jetzt auch nicht so viele, unabhängig von dem. Testen können wir es mal. Oder Fichtenholz. Schaut das mit den normalen Dingen aus? Kann ich zwei Slabs, zwei verschiedene Slabs zusammenbappen? Geht das? Kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die Dinger jetzt hier habe, die zusätzlichen Slabs, aber gut, okay. Hier die Umrandung hätte ich halt schon gern. Gut, aber haben wir noch die drei noch. Aber es sind wir machen so genauso wie da vorne. Ja, dieses auch ein bisschen übertrieben ist. Kann sie einfach so machen. Eventuell. Da hat man also Mittelgang, wo man was dran machen kann. Lampen oder so Zeug, sag ich einfach mal. Wäre eine Möglichkeit. Wir kommen einfach nicht drum weg, dann ein dunkles Holz farmen. Und zwar nicht mal ansatzweise. Die lassen wir da. Lassen wir einmal da. Kompass nehmen wir mit. Ich finde es gar nicht so schlecht mit den zwei Türen tatsächlich. Mal schauen, vielleicht fällt uns dann irgendein anderes. Mir stört das bei die eine Tür hier auch quasi auch. Das ist ja noch nicht final, sag ich jetzt mal. Ich habe nur alles hier unten reingestellt. Können wir alles noch nach oben ziehen. Dass sie hier noch ein paar Kisten haben. Wird alles noch gemacht. Das ist aktuell immer noch alles Provisorium. Äxte brauchen wir. Haben wir hier ein paar. Ich nehme mal trotzdem welche mit. Nehmen wir nur Eisen mit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Den Tag warten wir mal noch ab. Wollen wir es. Lassen wir mal so. Ich habe das hingebaut am Boden, das passt schon. Äh, hier ist keine mehr, das passt schon. Okay, na gut. Wir haben auch keinen. Wir holen mal Holz. Ich sehe gerade, wir haben noch ein Dorf in der Nähe. Das ist schon ein bisschen besser zu generiert zu sein. Vielleicht kommen da die Dorfbewohner, das kann natürlich sein. Das ist zwar bestimmt, wäre das nicht weg. War nicht einmal so schlimm. Naja, wenn wir es so machen. Okay, 500 Blöcke weg von uns vielleicht. Ganz grob. Wo war alles Fichte? Wo war es? Das hier ist, glaube ich, dunkel. Das ist Eiche. Das ist Birchwood. Wir haben doch schon mal dunkles Holz gefunden. Ach, hier ist ein Illager-Turm, sehe ich gerade. Ah, gar nicht so weit. Ah, doch, den haben wir schon mal gesehen. Ah, gar nicht so weit weg von uns. Und Oak. Ist auch Oak. Da hinten ist. Ach, da. Das ist Junglewood. Ich glaube, ich auf der Map nicht drauf, aber ich. Ich dachte schon Richtung Hotel, also hier quasi. Ich glaube, hat man Oakwood nachher also 500 Blöcken rum. Ach, hier hat es auch noch. Oh Gott. Hier hat es auch noch Ding generiert. Straße, ich sage jetzt mal, also die Villager quasi, das komische Dorf, den Dorfweg. Hat sie auch noch generiert, mein Gott. Kohle ist ja noch ohne Ende. Also Kohle können wir draußen problemlos farmen. Brauchen aber aktuell noch relativ wenig tatsächlich.
Einfach die Richtung. Gar nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Und portet der Enderman rum. Ich hätte Bett mitnehmen sollen. Hachi, 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 Hachi. Oh, war keine Absicht, die war schon tot. War schwer krank. Hast genau gesehen. Aber so komisch zuckt die ganze Zeit. Alle drei. Gut, aber Kompass haben wir dabei, das passt einwandfrei. Das müsste passen. Es ist, glaube ich bin mir ziemlich sicher, das ist die Richtung. Wir hatten, glaube ich, nur einen in der Nähe. Zumindest, also in der Nähe, was wir mal geschaut haben, wo wir rumgerannt sind. Ich glaube, das war da hinten. Ich würde das Holz noch holen, muss ich ganz ehrlich sagen, wird dann, wir spielen uns noch ein bisschen mit der Ding, mit der Fassade, mit dem Eingangsbereich. Das hätte ich noch ein bisschen, irgendwas, die anderen Dinger sind, das gefällt mir, ist okay dabei, kann man so lassen. Vielleicht soll es noch was besser sein, jederzeit. Das ist ein Eingangsbereich. Die zwei Türen sind nice, ja, besser wie einfach eine normale Doppeltür und besser wie eine kleine Tür, ganz klar. Ich bin bloß mit dem drüber noch nicht ganz, also mit den Fenstern und mit dem drüber noch nicht so ganz zufrieden. Die Umrandung von den kompletten Glasblöcken, glaube ich, passt. Die können wir so lassen. Vorerst mal. Ah, da, ja, genau, genau. Hier sind wir. Ein riesen Arsch ist die Bäume. Doch nicht so weit weg, wie ich mir gedacht habe, aber es war zumindest da, ja. Hab mich nicht täuscht. Die Äxte haben wir ein paar. Ich kann schon ein bisschen was mitnehmen, so ist es nicht. Wir haben auch Hundis, ist immer ganz gut zu wissen. Hundi. Hm. Ja, Saplings sind nice, haben wir auch schon ein paar daheim, aber wächst leider in unserem Biom nicht. Das ist dumm. Nehm's trotzdem mit. Pflanzen hier auch wieder ein paar ein. Okay, das geht alles. Was anderes hinsetzen halt. Aua. Das haben wir auch.
Ähm, das ist ein anderer Pump. Oh nein, nein, passt schon. Wir können dann auch noch, da gibt es die Schwammerl. Ganz vergessen, die haben wir einen. Ne? Also eigentlich haben wir echt allen Scheiß in der Nähe. Das ist sau cool. Äpfel nehmen wir natürlich auch mit. Und hey, vier Saplings. Ach, da war schon gepflanzt. Ja, wir haben Fichtenholz auch mitgenommen, okay. Ich weiß gar nicht weiter drin im Wald. Aktuell noch. Holz haben wir. Ja, 5 Stacks würde ich schon mitnehmen auf jeden Fall. Also 2 Bäume noch. Ist grob. Ich mache mal kurz die. Machen wir das da. Äh, Die Bank haben wir eh dabei. 3 und 3. Und zack. Und ein Bett. Jawohl. Okay, ist noch nicht Nacht. Was da? Wollte noch ein bisschen weiter. Ist zwar ziemlich finster. Ist es das Nacht, oder? Also ich sehe nicht mehr viel. Ja. Hey. Was anderes drin? Ist doch ganz genau. Raus mit dir da. Komm her. Komm her. Komm. Und her damit. Perfekt. Ich zuppel mal raus. Den machen wir noch weg. Dann muss ich sagen, müsste es eigentlich reichen vorerst. Muss jederzeit wieder was holen. So viel Holz haben wir aktuell eh nur ziemlich viel braucht wegen den Böden. Also ich gut, ja gut, die Treppen ausnehmen. Ja, ein bisschen was brauchen wir schon. Schau, wie viel dass wir noch den Baum haben. Gut. Wieso wachsen die auch nicht? Die spawnen die vollständig. Wahrscheinlich deswegen, hä? Ähm, wie viel haben wir denn? Eins, zwei, drei. Na gut, na, brauchen wir noch. Brauchen wir noch. Machen wir die zwei noch weg. Nächste Axt im Arsch. Ja, 5 Stacks hätte ich auf jeden Fall gern. Weil sind gleich wieder weg, ja, das ist das nächste. Die können wir immer wieder brauchen. Wir haben auch Fichtenholz gehabt ohne Ende. War sofort weg dann. Wenn wir wirklich mal angefangen haben zu bauen. Wir brauchen noch so scheiße viel Holz für oben drauf. Na komm, du auch noch.
Okay. Dann nehmen wir dich noch mit. Einfallen wir es können. Nur direkt an drin, gell? Da nicht, okay. Die geben schon Holz, ohne das ist es nicht, aber wahrscheinlich habe ich doch täuscht, dass ich mit dem Fall da immer noch Zeug runter. Frage ist, sind die nicht gewachsen, weil wir nicht da waren? Wäre natürlich eine Möglichkeit. Gut, soll reichen. Wrestling, Saplings, da haben wir noch einen hin. Geht ja mit. Wrestling, Saplings dürfen mit heim. Und das Fiedenholzzeug haben wir eh bei uns daheim, das können wir ansehen, das ist kein Problem. Da müssen wir dabei weg. Ich glaube, Birke wächst bei uns. Eigentlich Sprucewood, Birchwood und Oakwood wächst bei uns problemlos. Stark Oakwood halt nicht, leider. Nehmen wir uns mit. Gewässergebiet so hell. Ja, kuschen auf mir. Aber ist ja egal, wo du spawnst in Minecraft, irgendeine Holzsorte suchst du immer. Ist einfach so. Du wissen es Gott sei Dank eh schon die meisten, wo sie sind. Junglewood weiß ich auch. Birch, Oak, Spruce. Die Nether-Holzsorten wissen wir. Das ist eigentlich ganz okay. Was ist denn das? Das ist ja eine Schlucht. Ah, okay. Hat nur so ausgeschaut wie so ein großer. Also, hä, vielleicht war es also ein Bionzipfel, wo er die Dinger anbauen könnte, die Sprucewood, die Dark Oakwood. Macht hey, und schon wieder sind wir im Loch drin. Mein Gott. Aber nein, da kommt man nicht hoch. Läuft Lava raus. Da ist der andere Höhleneingang, genau, haben wir gerade vorhin von oben gesehen. Bin ich schon wieder fast da. Ja. Okay, perfekt. Dann. Warte mal. Bist du? Das Steckerling mal rein. Ein bisschen mehr, die Slab, die Dinger werfen wir rein, das werfen wir rein, das werfen wir rein. Axt kann da bleiben, Schaufel kann da bleiben, das kommt daher, das werfen wir rein. Mit kann man auch mal rein. Okay, jetzt Holz. Mit Glas tun wir runter. Das sind Spruce.
Spruce, Spruce, Spruce. Das ist normales Oak. Hier ist noch schwarz, hier ist auch noch Fichte. Hier auch noch, hier auch noch. Und das Zeug bringen wir mal kurz weg da. Was war noch da? Das muss weg, das bringen wir auch noch kurz weg. Das bringen wir auch noch weg. Da rein. Die nicht. Die Saplings sind da. Essen ist. Die Eisen ist da. Essen ist da. Noch mal da drin. Dies war hinter mir. Und Angel haben wir einfach mal da rein. Ja gut, Spitzhacke haben wir auch noch eine da rein. Und das Ei war da. Und Angel da raus. Genau wie die Leinen. Da rein. Der Händel nervt mich nicht. Kann's gar nicht sagen. Vielleicht hat er zufälligerweise einen Unfall, das wissen wir noch nicht genau. Okay, machen wir so. Und damals selbe. Nach innen versetzt oder waren die außen? Sind außen, gell? Warte mal. Einmal und zweimal. So passt. Warte, man muss es so machen. So geht's. Jetzt pennen, bevor hier alles voller Monster ist. Da würde ich mal kurz die Dinger auspassen und dann würde ich sagen, wir lassen es für heute dann auch schon. So und so, genau, perfekt. Dann, wie haben wir das da hinten gemacht? Kurz mal schauen, mal spicken. Am mittiger sollte aber einmal plus einmal komplett genauso rum. Ach Gott. So, ne? Kann oben drüber normales Holz. Weiß nicht, ob das die eleganteste Lösung ist. Zumindest nicht die hässlichste. Waren wir so fertig im Groben? Nee, das wollte ich gar nicht. Da müssen wir rumziehen, genau.
Ich werde schon wieder alleine verlieren, ne? Ich meine, ja. Ja. Wir werden noch viele Treppen brauchen. Hier war es jetzt so geil. Na gut, ist halt dezent so jetzt einfach mal. Weiß aktuell gar nicht, was ich halten soll davon. Das war mit der Klausnummer noch nicht gefällt. Wenn es ja hier eigentlich eh hinfällig, fällt mir gerade ein. Das ist ja hier eigentlich eh hinfällig, zumindest die Dinger da. Jetzt warte mal. Wir haben ja hier quasi keine Mitte. Also indirekt schon. Indirekt aber auch nicht, sprich, wenn ich hergehe und sage jetzt mal, wurscht, wir machen jetzt einfach wirklich da ganz normales hin.
Wenn hier ist ein halbes, hier ist auch ein halbes. Aber wie können wir da? Können wir ganz normale Blöcke hinmachen. Eventuell. Also jetzt nur auch nochmal Versuch, irgendwas, nochmal bla bla. Ah, mir gefällt das irgendwie über ein Glas nicht so wirklich. Da mit Labs arbeiten. Oder wir machen wirklich da noch so eine Treppe hin. Geht die da? Da schaut geschissen aus, okay. So machen? Man könnte dann sogar theoretisch, wenn man will, auch so machen. Nee, will ich aber nicht. Dann die Treppen nochmal aus. Hm. Oder gut, oder doch vielleicht. So ist cool. Da können wir hier Laternen dranhängen. So gefällt's mir. Zumindest aktuell gerade. Okay, also in der Mitte quasi eines, dann die Treppe. Mal schauen, ob wir es noch hinbringen. Die Golems, ne? Weil du das andere Zeug wegmachen. Stimmt ja. Haben wir nicht mehr. Okay, so nämlich. War ein mittiger Slab. Und die Dinger da dran.
Oder? Mittig war ganz so ausgefüllt, oder? Hier hat man das Lab drin und der Rest waren die Balken links und rechts. Wir könnten natürlich jetzt noch ein bisschen, also wenn wir das noch wegtun, machen wir da nochmal einen dran. Oder falsch. So quasi. Dann noch ein Lab. Ja, so musst du hin, gell? Wäre an sich noch besser. Machen wir mal so. Weil die Laternen halt zeitlich schon nice werden. Holen wir schnell ein paar Laternen. Ketten können wir auch mal mitnehmen. Die kriegen wir halt hier nicht mehr dran bastelt. Ja, halt hier schön abgestuft. Aber ja, ist die Dinger drin. Das wäre schon cool gemacht. Alternativ kann man natürlich so machen. Das müsste vor allem nicht einmal. Wieder so gehen. Hm. Oder wir lassen es einfach. Wir hatten es vorhin so, oder? Ich sag mal, wir haben es anders, aber warte mal, wie schaut denn das eigentlich aus? Nicht so nice. Da war die andere Version besser. Nicht die Version, sondern die Version. War das so? Na, ist schon schöner, glaube ich. So geht's. So geht's. Ja, das war die Ausgangsbasis.
Mittig ist einer, dann haben wir quasi die auch noch so und den auch noch so. Oder? Ja, genau. Da ist ein Abstand dazwischen. Ja. Das wollte ich nicht. Den wollte ich auch nicht. Okay, so. Ja, 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 ja. Lass aber die Dinger darum. Und die Treppen. Wenn wir hergehen, können wir immer noch Slabs unten hin machen, eventuell. Also so vielleicht. Wird halt ein bisschen too much, aber. Doch, kommt einer hin. Da und da. Die Dinger da noch. Ist rausgeschmissen? Ne, da haben wir es. Also ein kleiner Weg, der rumgeht, das passt, glaube ich. Und die Treppen haben wir auch noch welche, das passt auch. Na, dann machen wir da weiter. Mit dir nicht. Dich brauner Bammel. Und jetzt die Frage, genau, jetzt müssen wir quasi hier noch ein bisschen aufräumen. Zumindest im Groben. Die ziehen wir noch durch. Der kann da noch rein. Dann haben wir hier nicht noch die Treppen. Au. Warte. Ja, die haben wir auch wieder. Moment mal. Aua. Ein bisschen leichter wieder hochzukraxeln. Alter, ernsthaft. Wir brauchen auch noch was zum drunterbauen. Muss noch eher die holen. Da können wir auch noch weggrabbeln.
Da dürfte eine ziemlich glatte Steinfläche sein normalerweise. Perfekt. Oder wir wollen bei Gelegenheit aber durch Gras austauschen eventuell. Wenn wir wollen. Ja, monstermäßig müsste man noch safe sein, aber nicht mehr lang. Allzu lang nicht mehr. Mal schauen, dass wir reinkommen. Weil hier ziemlich viel Beleuchtung ist natürlich zwischenzeitlich her. Wir brauchen ein bisschen Erde. Die war da. Und die 64 reichen auf jeden Fall. Bringen wir schon ins Bett. Hui. Gescheit frühstücken. Wieder raus. Also hier geht es einmal rum, das passt so weiter, wie gesagt. Ja. So, irgendein Creeper, das ist nicht so toll. Wenn wir hier nur wegbuddeln, müssen wir mal schauen. Wäre eine Option. Okay, die Erde reicht wahrscheinlich doch nicht, wenn ich sowas baue. Da noch drunter, da noch drunter, da noch drunter. Ja, das war's eh. Da kann man ein bisschen auffassen, genau. Auffassen, sage ich mal. Auffüllen würde ich natürlich sagen. Okay, die noch drunter. Ja, ganz fertig sind wir noch nicht. Haben wir noch was? Wir haben aktuell keine mehr. Werkbank haben wir da. Die müssen reichen normalerweise. Du bist falsch. Hm. Treppen haben wir noch. Okay. Die Frage, was wir da drüben noch machen, ob wir da noch abbuddeln oder einfach lassen. Ein bisschen wegkrabbeln könnte man hier schon noch. Wisst ihr, ich mein? Aber das da ein bisschen ausdünnen. Mal so machen. Ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was das da wieder ist, aber gut. Wahrscheinlich wieder Enderman Spaß gehabt. Genau, irgendwie so nämlich.
Einfach von oben ein bisschen runtergrabbeln. Dann können wir nämlich da auch noch ein bisschen wegschaufeln. Wenn wir noch ein Ding hätten. Eine Schaufel. Die 2, 3 Pubbel machen wir jetzt kurz mit der Hand, okay. Wir holen uns Schaufeln. Bei. Und dann, ja, kann man schön langsam, würde ich sagen, zum Ende. Schön, schön, schön langsam. Du kommst da rein. Die Ketten brauchen wir aktuell nicht. Laster kann da rein. Die Lampen kann man aktuell auch wieder reinmachen. Die Türen behalten wir mal noch. Schaufeln. 1, 2, 3. Ja, so noch nicht. Dann gehen wir nämlich da, würde ich sagen, auch so ein bisschen rum. So einfach irgendwie. Oder? Warte mal. Au. Kopf verdrückt. Erstmal Schaufel weggeschmissen, perfekt. Dann kommen wir zumindest noch eine niedriger. Aber jetzt da unten wirklich auch Holz drin ist, ist ein anderes Thema, aber zumindest sind die Fenster nicht mehr direkt anliegend. Das ist schon mal gut, glaube ich. Doch angenehmer. Da können wir jetzt überlegen, ob wir noch eins tiefer buddeln. Ein paar so einzelne Dinge sind ja gleich ausbessert da. Da wieder Erde drin. Ja, das kann man aber. Das glaube ich ist gut, ja. Doch, 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 doch. Das passt, das passt, das passt. So soll es sein. Ich weiß nicht, was wir noch ein Eck machen. Wollen wir nur die Umrandung reinmachen. Okay, die erste Schaufel schon weg. Machen wir gleich. Also auch wenn wir es später wieder wegschaufeln, irgendwann mal, aber zumindest mal so. Die Holzumrandung machen wir trotzdem rein. Ja, ja, doch, doch, doch. Schaut schlüssiger aus, sag ich jetzt mal. Also ist fertiger. Machen wir es so.
Doch. Ja, 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 doch, 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 doch. So geht. Ist okay. Ja, die packen wir weg. Die brauchen wir sowieso immer wieder. Doppelt dasselbe. Ne, die kommt mit. Und sonst haben wir jetzt nichts mehr herin außer Holz. Holz aber jetzt hier auch wirklich nichts mehr drin, oder? Nee. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt die unterste Stufe, so dass es weit fertig vom Hotel. Ich meine, hier kann man immer noch schauen, ob man vielleicht Golem Touchdown, dem gefällt schon. Der wird gut regelt alles. Das ist okay. Muss er darauf aufpassen, hier reinkommen tut aber nicht. Die machen die ganze Zeit. Okay. Ach, hier genau. Hier war unser Lager. Hier war unser Lager. Ich lass mal offen. Ich mache da nichts rein. Steinzeug noch. Ich sortiere mal bloß ein bisschen kurz. Wenn wir nicht so viel haben von dem Zeug. Die können wir nicht mitnehmen. Okay, ist eigentlich schade. Das Fichtenholz. Das sind Treppen. Jungle. Hab ein paar Slaps zu viel gemacht, warum auch immer. Steht jetzt im Nachhinein gar nicht mehr. Die Bretter, die Treppen. Das kommt daher noch. Okay, aber du hast gesehen, das sind noch ganze Dinger, eine ganze Brücke, das passt. Okay, die kommen auch da hoch. Obwohl, ja, eigentlich ist es wurscht. Da unten einmachen. Und das Labs. Okay, Türen haben wir auch noch. Aktuell nur 3 verschiedene. Äh, in die Kohle reinkaut. Ja, mit, das stellen wir jetzt einfach mal dahin. Ich meine, warum nicht? Jetzt habe ich das gesehen, was ich schade, kennt sie. Ich hab's gerade erst gesehen, sorry. Alter, Viech ist da drin. Irgendwie krabbeln die. Will der Tür. Kaffee war da, ne? Die sind hier irgendwie. Hier kommt, also was man jetzt quasi ich vorgestellt hätte, so ganz grob. Jetzt quasi dann sowas gewesen. Ich weiß die Farben noch nicht. Nur mal als Beispiel. Das ist ganz toll, was ich gemacht habe. Hol mal noch, was ich vorhab. Was zum
zeigen. Das könnten wir mitnehmen. Eisen Nuggets. Doch, passt. Brauchen wir eher ein paar. Das passt. Cool, nehmen wir wieder die Hälfte mit. Gedanke war quasi der. Ja, aber das ist wirklich so. Ne? Na, die Farbe ist nicht. Die Farbe funktioniert vielleicht als Treppen. Wieder Malen reinmacht, ja. Das ging auch weiter runter. Nein, das ist das ist zu niedrig. Das ist zu niedrig. Der Nachteil natürlich, man sieht es oben. Hier. Aber man kann es aber jetzt mal ganz grob immer dahin machen. Ja. Vor die Türen in der Mitte vergangen. Hier natürlich eine Treppe auch. Da haben ein paar so Dinger, ein paar so Steckerl. Steckerl. Also Mitte zum haben wir dann, okay. Einmal. Einmal. Sehr, sehr toll. Also im Groben. Ich glaube, ich weiß, wo die Reise hingehen soll. Brauchen deutlich mehr Laternen auf jeden Fall. Können wir auch noch machen. Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Fackels haben wir auch noch. 18 wird auch nicht reichen wahrscheinlich. Komm. Vor 40. Ähm, raus. Da noch drin. Ich schmeiß wir da noch hoch.
Das bloß ein bisschen vorbereiten, noch nicht. Das mehr will ich jetzt gar nicht mehr machen. Weil das eigentlich alles Vorbereitung ist hier. Genau. Dann machen wir die Zimmer noch. Was der die ganze Zeit herum will, ich verstehe es nicht. Weil, das war sehr nice. Die da brauchen wir. Also einmal, zweimal. Und du. Ich habe das jetzt vielleicht gibt es schönere Versionen. Wenn euch da was einfällt, gerne her damit. Oh, das ist schon mal schief. Ernsthaft. Wenn ich Minecraft mag, aber irgendwann ist man echt einmal durch damit. Also irgendwann trifft man gar nichts mehr. Also die Dinger, die einzelnen Punkte. Aber die Laternen will ich jetzt noch drin haben. Unbedingt. Erreichen müssten es leicht. Machen wir die Fackeln noch raus. Die Räume sind da klein genug, sage ich jetzt mal, dass man die. Okay, da können wir die. Ja, komm. Mach bloß das Bett da wieder raus. Und stell es dann mal da mal hin. Weil ist ja aktuell eine Baustelle. Jetzt mal Fackel draußen, Lampe drin. Haben wir noch nichts. War falsch. Weil ich hoffe, dass man nicht allzu laut gehört. Gerade wenn man am Mofa vorbeibrummt. Das Fenster kippt. Okay, passt auch. Fackel kommt noch raus. Das haben wir. Das haben wir. Fackel muss noch raus. Das war das Lager derweil einmal. Ne, warte mal. Braucht die noch mit? Genau. Also die verschiedenen Türen ist natürlich ganz klar, die bleiben auch nicht drin. Das aktuell zum Ausprobieren, weil wir die einfach gehabt haben. Okay, da ist die Fackel draußen, da ist sie noch drin. Die Fackeln kann man einmal wegmachen. Ich denke, es dürfte auch Beleuchtung reichen da herin. Kann ja an einzelnen Stellen irgendwo was hinmachen. Sehen wir jetzt gleich mal, irgendein Viech spawnt hier drin. Also oben drauf habe ich eher Schiss, dass uns da was spawnt aktuell. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Genau, okay, aber hier drin haben wir jetzt überall Lampen platziert. Die Dinger da. Mal die. Einfach bloß noch grob ausleuchten.
Dass der Abstand einigermaßen da ist, dass man die. Also normal, es sind ja der Großteil sind eh Slabs da herum, also dürfte eh nicht so viel spawnen normalerweise. Das da mag ich noch nicht. Wie machen wir das am Eck da? Wenn hier im Eck können wir uns eh nicht anhauen. Können wir hier schlecht Laternen platzieren, oder? Da kommen wir nicht mehr durch, das ist schlecht. Dann lassen wir die Fackeln aktuell da. Haben wir jetzt eines rausgebaut. Frage ist noch, wenn wir das nächste Mal weitermachen. Gehen wir da wirklich her und machen wir hier so eine Art Holzumrandung hin, wie wir es hier gemacht haben. Also die da. Oder bauen wir das hier komplett anders? Wenn die können wir wieder zurückklappen, wenn wir wollen mit einer Treppe. Wenn das Slab das quasi ausschaut wie hier. Das ist so einfach, ganz leicht. Nur quasi hier haben wir es nicht ganz so übertrieben. Die Türen sind dazu, gell? Okay. Bauen wir Laterne drauf. Aber die Zimmer, ja gut, die lila Türen sind. Das gefällt mir nicht so. Das ist halt hat irgendwas. Die Tür ist schön, hat irgendwas verkehrt, gell? Entweder die, direkt als Anreiz immer komplett versetzt. Und dann vielleicht sogar. So, Moment mal, geht das gar nicht? So? Was ist denn besser? Ich glaube, anders ist schon schöner. Die könnte man halt machen. Also es wäre eventuell vielleicht nur die da. Ja gut, hat auch was. Die finde ich nicht so schön. Die ist in dem Fall auch nicht. Mir kommt es jetzt ziemlich finster vorher drin, ohne Scheiß, aber können wir immer noch da mit dann irgendwie extra Laternen, weiß nicht, was hinmacht. Ah, da hinten ist. Okay, deswegen. Fehlt noch eine. Jetzt. Hat sie da eine versteckt gehabt? Die auch nicht. Also hätte die. Türen, die können wir nur irgendwie brauchen. Hätte die grünen, die weißen. Oder die da. Die haben das Haupteingangstür, sag ich jetzt mal. Die machen wir noch eine Kiste. Ah, da haben wir eh dabei. Okay. Machen wir eine Kiste für die Türen. Das Laternenzeug da genau. Bilder, Zaun, so Zeug einfach. Noch Bett drin. Nix, hier ist noch Zaun. Slab kommt dann rein. Ja, komm, irgendwie so ist er wurscht. Ähm, Fackeln haben wir auch genügend.
Brauchst du einmal noch raus. War da rein. Sag mal. Hier, also hier drin fehlt noch Deko, ganz klar. Hier drin fehlt noch Deko ohne Ende. Und ich meine, hier haben wir auch die einzelnen Zimmer dann noch, sag ich jetzt mal. Das neue vor sind es 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 plus, was wir hier oben machen. Zweite Etage müssen wir noch schauen. Da können wir noch von vorne anfangen. Mit dem ganzen wie und was und warum. Aber so finde ich schon mal ganz nice. Vor allem ganz gut, was wir halt zusammengebracht haben, muss ich ehrlich sagen. Die, ach Gott, die sind oh so sexy. Können wir schlafen? Wir können schlafen, okay. Gut, aber dann würde ich sagen, wir belassen es für heute. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Sonntag. Und wir sehen uns morgen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Gute Nacht und schöner Sonntag und